Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, 6. Bundesligaspieltag, 1:3 in Fürth. Spiel war gestern Abend. Gestern Abend konnte ich keinen Talk mehr aufnehmen. Da war ich nicht mehr in der Lage zu, war zu müde. Von daher sind die Erinnerungen vielleicht nicht mehr ganz so frisch. Nichtsdestotrotz, ja na klar, ein hochverdienter Sieg, da brauchen wir nicht drüber reden. Und man kann nicht jedes Spiel 5, 6, 7-0 gewinnen. Klar, die rote Karte, sonst hätte ich locker auf ein 5, also 4-0, 5-0 getippt. Die rote Karte hat das ein bisschen zerschossen. Ich denke, man hat dann gemerkt, dass wir uns ein bisschen zurückgehalten haben, außerdem zweite Halbzeit ein bisschen so einen Schongang drin hatten. Weil natürlich kommen jetzt wieder englische Wochen. Generell zum Spiel, ja, war jetzt nicht so hochklassig von uns, wie man es vielleicht gewohnt war, wo es jetzt auch nicht so schlecht war. Ich würde sagen, es war einfach eine souveräne Leistung. Ja, war jetzt keine Hochglanzleistung, war keine schlechte Leistung, einfach gutes Mittelmaß und 3-1 gewonnen in Fürth und das muss auch mal reichen und gut ist, würde ich sagen. Die rote Karte war natürlich völlig unnütz und passt komplett zur Leistung von Pavard, die wieder mal nicht gut war. Aber ich würde sagen, wir schmeißen erstmal einen Blick in die Statistiken und dann schauen wir mal weiter. Ich habe sie auch noch nicht gesehen. Wir gucken mal rein. 3-1, Ballbesitz 32,8 zu 67,2. Fouls 19-13. Ja, es waren viele Fouls im Spiel. Der Schiri war auch unterirdisch. Meines Erachtens am Anfang war er noch ganz okay. Da hat er erst versucht, das laufen zu lassen und dann später hat er jeden kleinen Furz gepfiffen, Alter, was dann noch nicht mal irgendwie ein Foul war. Also der war auch nicht gerade auf unserer Seite. Wobei die rote Karte, das können wir gleich vorwegnehmen, die war meines Erachtens berechtigt. Jetzt nicht unbedingt, weil er letzter Mann war, einfach wie er da eingestiegen ist. Von daher. Zweikämpfe 40 zu 60, spricht auch eine klare Sprache. Schüsse insgesamt 10 zu 12. Die 10 Schüsse auf Fürther Seite. Ja, der Kopfball war der einzig gefährliche, der aufs Tor ging. Ansonsten waren da nochmal 2 Rückgaben für Neuer, das war's. Schüsse aufs Tor 5-4, Ecken 6-3, Flanken 10-14. Ja, wie man sieht, hat Fürth auch eine Menge Ecken gehabt. Wir waren auch hinten nicht so konsequent wie sonst, fand ich. Gewonnene Zweikämpfe, Davis 11, Hernandez 10, Upamecano 6. Da sieht man auf jeden Fall, dass unsere Abwehr zweikampfstark war. Ballkontakte 110 Hernandez, Süle 98, Upamecano 94. Wobei man da sagen muss, dass Upamecano das Spiel immer eröffnet hat. Also die 94 Ballkontakte waren ein bisschen wichtiger oder waren mehr, also interessanter wie die anderen beiden. Gefordert wurde das Ziel und sich. Schüsse insgesamt Levi 3, Goretzka 3, Müller 2. Torschussvorlagen Sané 2, Süle 1, Müller 1. Ja, der einzige Spieler, der mir wirklich gut gefallen hat, war Sané. Das war so. Kimmich war auch noch einigermaßen auffällig. Ansonsten war alles so eine breite Masse. Upamecano ist auch noch ein bisschen herausgestochen, wie ich fand. Ja, aber ansonsten war alles so auf ein Level, so Note 3, würde ich sagen. Viel mehr gibt's da. Ich gehe mal die Jungs durch. Ja, wir gehen erst die Jungs durch. Wie gesagt, Neuer würde ich eine 3 geben. Nicht wirklich was zu tun gehabt, Leute. Hernandez würde ich auch eine 3 geben, wo man gesehen hat viele Zweikämpfe gewonnen. Ja, hat mir jetzt hinten links nicht so gut gefallen, war nicht so auffällig, als wenn er Innenverteidiger spielt. Was aber auch normal ist, ich denke an seinen Zweikampfwert und Ballkontakten hat man gesehen, dass er gut im Spiel war, aber ich würde ihn halt lieber in der Innenverteidigung sehen. Aber da wir halt keinen Flügelspieler mehr hatten oder beziehungsweise nicht einer von diesen Angeschlagenen von Anfang an spielen sollten, fand ich es okay. Wo man auch sagen muss, Alphonso Davies war dann im Gegenzug auch nur eine 3, hat es auch
Ja. Ist natürlich schwierig, wenn du die ganze Zeit eine Position weiter hinten spielst oder eine Position weiter innen und dann rausrückst. Da braucht man auch immer ein bisschen Eingewöhnungszeit, denke ich. Die haben es beide gut gemacht, aber jetzt nicht sehr gut oder überragend oder sowas, ne? War okay. Upamecano, ja, war für mich so die etwas bessere 3, würde ich sagen. Also hat halt viel versucht, den Spielaufbau zu machen und sowas. Hat mir ganz gut gefallen. Ja, will schon in Richtung 2 gehen. 3 plus, so würde ich sagen. Süle, ja, Süle war auch eine 3. Hat so gut gemacht, dann auch als rechter Verteidiger. Hat auch zweimal die Linie da angefeuert und ist da durchgerannt. Aber das kennen wir ja schon von ihm. Hat es ja schon öfters gespielt, aber man sieht halt auch, dass er nicht wirklich ein rechter Verteidiger ist. Wo man dann noch sagen muss, dafür hat er es noch besser gemacht wie Pavard, aber das ist halt so das Traurige. Kimmich war so ein bisschen Lichtblick, so ein bisschen zwischenzeitlich, hat viel Licht und Schatten gehabt, wie ich fand. Würde ich aber auch so wie bei Upamecano in Richtung 2 tendieren. Pavard mit der roten Karte, ja. Eine 4 heißt ausreichend, das war es nicht wirklich, also würde ich eine 5 sagen, mangelhaft. Goretzka, ja, war auch Einheitsbrei, ist nicht wirklich. Ja, er hat mal 2 Schüsschen gehabt, die hätte man aber auch ein bisschen besser setzen können. Ansonsten war nicht viel zu sehen von Goretzka, fand ich. Da erwarte ich ein bisschen mehr. Sané war für mich so der Einzige, der herausgestochen ist. War eigentlich überall immer anspielbereit, hat viel versucht. Ja, zum Ende hin hat man gesehen, war ein bisschen die Kraft weg. Waren die Dribblings nicht mehr erfolgreich und so weiter. Aber vorher so gerade die erste Halbzeit war er bärenstark, wie ich fand. Von daher würde ich ihm als einzigen Spieler eine 2 geben. Müller war auch Richtung 2, war halt wie immer. Müller ist halt immer engagiert, ist immer am Coachen und machen und am Tun. Lewandowski würde ich eine 4 geben. War eine schlechte 3. Levi war gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Ja, das eine Ding nach der Ecke da, das wäre ein Weltklasse-Tor gewesen, wenn der reingegangen, wenn der in die Latte ging. Aber ansonsten war Levi irgendwie komisch. War ganz viel außen, hat sich ganz viel fallen lassen. Ja, war dann selten da, wo er hingehört. War er zwischenzeitlich mal, ja. Und zum Ende hin hast du gesehen, da hat er dann so den eigenen Willen gehabt, den eigenen Kopf. Da hat er gar nicht erstmal den Mitspieler noch gesucht, sondern wollte unbedingt da durch. Und klar verstehe ich, wenn man 15 Spiele in Folge getroffen hat, will man natürlich auch das 16. machen, um mit Gerd Müller gleichzuziehen. Das hat er nicht geschafft. Was mich persönlich jetzt nicht stört oder ärgert, ganz im Gegenteil. Ich finde es gut, dass der Gerd da noch einen Rekord hat und ich finde es auch gut, dass der Levi da noch Ziele hat. Weil hätte er den Rekord jetzt auch geholt, ja, wäre wieder ein Ziel, ein bisschen Motivation weg gewesen. So hat er vielleicht nochmal die Motivation, neuen Anlauf zu nehmen und doch nochmal 16 Spiele hintereinander zu treffen. Kannst du auch nicht mal 10 in Ruhe aufnehmen, Alter, weil die Leute hier quer durchs Haus schreien, wenn die hier irgendeinen besuchen kommen, Alter. Statt einfach die Fresse zu halten, die Treppe hochzugehen und dann oben rum zu schreien. Junge, Junge, Junge. Auswechslung. Da geht's weiter. Masse Sabitzer. Halbe Stunde. Nicht wirklich auffällig. Er hat 2, 3 gute Aktionen gehabt, aber bisher habe ich noch nicht wirklich was von ihm gesehen. Also bisher sehe ich den Transfer noch nicht gerechtfertigt. Bin mal gespannt. Klar, ist jetzt noch nicht lange da und so weiter. Können wir jetzt nicht bewerten, keine Frage. Muss auch mal ein bisschen was von Anfang an kriegen, denke ich. Aber so nach den Einwechslungen war es jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, wow, wow oder so, ne? Gnabry war auch nicht viel, also. Aber fürs Viertelstündchen. Musala für 4 Minuten und Stanisic für 4 Minuten. Wo man sagen muss, der Stanisic war noch gut in Action. Ja, was willst du da bewerten, Leute? Wa? Machen wir uns nichts vor. Wir können auch ein Wort zum Nagelsmann sagen, wie er abgegangen ist wie ein HB-Männchen. Hat mir sehr gut gefallen. Konnte die Aufregung auch nachvollziehen. Von daher, das Einzige, was man ihn heute ankreiden kann, er hätte ein bisschen eher wechseln können. Und ganz ehrlich, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so ab der 60. ob man Levi rausnimmt.
War klar, dass er es nicht macht, aber Levi war halt schlecht einfach. Ja? Er war einfach schlecht und ähm, zum Glück ist das Thema jetzt durch, ja, weil dann kannst du halt auch mal ins Schuppo bringen. Weil sind wir ehrlich, der Levi war nicht gut. Den hättest du locker in der 60. auswechseln können und hättest nochmal einen frischen Wind da vorne reinstellen können. Oder hättest halt gar keinen Stürmer reingestellt oder was, dann hättest du ein bisschen kompakter gestanden noch mit 10 Mann. Das Gegentor war natürlich komplett vermeidbar. Ja, der darf niemals die Flanke da schlagen dürfen. Da standen 3 Bayern-Spieler drumherum. Also das darf niemals passieren. Dann wäre das Tor nicht gefallen. Was ein bisschen schade war, weil wir waren defensiv, wie man auch gesehen hat, an den Zweikampfwerten und so, waren wir echt gut. Waren wir echt stabil. Weil man sagen muss, Fürth hat jetzt auch nicht die Mega-Offensive, um da irgendein Maßstab zu sein. Aber die Flanke darf nicht kommen. Ja, und das, man hat es gesehen, 14, was hatten sie? Die 10, wir hatten 14, ne? Ja, 10 Flanken, ja, definitiv zu viel zugelassen. Ja, ganz großes Thema, wie die ganze Zeit schon, rechter Verteidiger. Pavard ist unterirdisch, Leute. Was die Defensive anbelangt. Und die Offensive ist auch gar nicht mehr gegeben bei ihm. Das war ja sonst noch immer so ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob er keinen Bock hat auf den rechten Verteidiger. Ich habe schon öfters gesagt. Ich verstehe es halt nicht. Außerdem sieht er immer aus, als würde er gleich sterben. So ausgepumpt, wenn er mal am Einwurf steht. Ich weiß es nicht. Hat einfach keine Form. Also, ich meine, der Saar ist noch schlimmer. Der lässt wirklich jeden flanken. Aber Pavard lässt halt auch viel zu viel die Leute flanken. Ja, ist viel zu wenig im Zweikampf. Wie man da auch wieder gesehen hat, dann bei dem Foul, war er viel zu spät. Ja? Und die rote Karte, ja, war eine rote Karte. Wer da so einsteigt, dann muss man rot geben. Punkt. Würde ich mir öfters wünschen, ja. Mit offener Sohle rauf die Achillessehne, ja, das ist rot. Fertig, da muss man nicht rumdiskutieren. Hat, wie gesagt, zu seiner Leistung gepasst. Ja, sehe ich eine ganz große Baustelle. Bessere Mannschaften, ja, könnten das echt ausnutzen. Ne? Da ist schon echt traurig, dass ich das sagen muss, der Süde der beste rechte Verteidiger, was die Defensive anbelangt. Weil da kommt nicht jede Flanke rein. Da kommt der Spieler nicht dazu, immer jede Flanke reinzuschießen. Dafür sind die Verteidiger da, um das zu verhindern und nicht um ein bisschen nebenher zu laufen und zu gucken und dann, oh ja, ich lasse die mal reinflanken. Verstehe ich nicht. Ich denke aber, Nagelsmann und sein Trainerteam sieht da natürlich auch. Und ja, keine Ahnung. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn der Pavard wieder in die Form kommt, die er mal hatte, weil er hat einen sehr guten rechten Verteidiger bei uns gespielt gehabt. Und dann auf einmal so, war ja dann auch zu lesen, ja, eigentlich will ich ja Innenverteidiger spielen. Dann war die Verletzung da und danach, seitdem, habe ich nicht mehr ein gutes Spiel von ihm gesehen. Ja, zwischendurch hat er mal so ein mittelmäßiges Spiel. Ja, aber keine Ahnung, wenn du gegen Fürth schon so schlecht bist, stell dir mal vor, du spielst gegen was Besseres. Also, sehe ich kritisch die Position. Stanisic ist auch immer noch ein bisschen fickrig, weiß ich nicht, hat zwar bisher ganz gut gemacht. Schwierig, bin gespannt, wie sich die Position bei uns in dieser Saison entwickeln wird. Wer da irgendwie in den wichtigen Spielen dann auflaufen wird. Ich bin sehr gespannt. Wenn das jetzt so gedacht war, ja, da kannst du Pavard mal ein bisschen Spielzeit geben gegen so einen Club, völlig okay. Wie gesagt, vielleicht findet er seine Form. Ich meine, Sané hat sie auch wieder gefunden. Vielleicht klappt das beim Pavard auch. Dann haben wir einen guten rechten Verteidiger. Aber einen sehr guten auch nicht. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, da wünsche ich mir in Zukunft, hoffen wir mal, dass Corona vorbeigeht. Da wünsche ich mir in Zukunft mal eine Granate auf der Posi. Ansonsten sind wir gut aufgestellt, aber die Position ist schon ein bisschen verkannt. Na gut, das war's, Leute. Wir können mal kurz gucken. Nächstes Spiel ist, glaube ich, Mittwoch, Champions League, wa? Wow, man kann Tickets bestellen. Alto Belly, was ist da los? Online-Ticketing. Wow. Es geht aufwärts, Leute. Mittwoch, 21 Uhr gegen Kiew.
Gut, ich habe Spätschicht, bin arbeiten. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Ruhe vor Arbeit, dass ich nebenbei ein bisschen gucken kann. Dann spielen wir Sonntag gegen Frankfurt. Ja, das könnte interessant werden. Danach spielen wir wieder Sonntag in Leverkusen. Könnte sehr interessant werden. Das ist eine gute Probe für unsere Abwärmer. Leverkusen spielt sehr offensiv diese Saison. Ja, und hier ist schon wieder Länderspielpause zwischen wir. In den 2 Wochen. Ja. Also wird das wieder so eine kritische Sache, das Spiel in Leverkusen. Naja, gut. Haben wir auf jeden Fall interessante Spiele vor uns. Dynamo Kiew. Ja, eigentlich immer unangenehm zu spielen, aber eigentlich jetzt nichts Wildes. Ne? Sollten wir mit dem Heimsieg, je nachdem, wie die Jungs Bock haben, entweder was Souveränes, 3-0, 3-1 oder halt irgendwie vielleicht auch nur was Knappes mit dem 2-1 oder sowas. Aber es sollte ein Heimsieg eigentlich eingefahren werden. Dasselbe gilt für Frankfurt, auch wenn Frankfurt ein bisschen besser jetzt wieder reinkommt, ein bisschen besser mit dem neuen Trainer auch klarkommt. Aber auch da denke ich, ja, sollten 3 Punkte Pflicht sein zu Hause. Und dann schauen wir mal. Wir sind auf einem guten Weg. Wir haben eine gute Form, auch wenn wir es gestern nicht ganz so zeigen konnten. Wir haben es teilweise in der ersten Halbzeit gezeigt, haben sehr gut kombiniert durch die Mitte. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, in zweiter Halbzeit nach der roten Karte war halt so, dass der Offensivdrang so ein bisschen eingestellt und so ein bisschen dahin geplätschert. Und das ist auch okay, so ein bisschen Kräfte schon. Ne? Wir haben jetzt nochmal 2 Spiele, bevor in der Spielpause ist. Und ihr wisst, bei uns, die ganzen Spieler haben halt auch dann keine Pause, haben dann auch alle 3 Tage. Und irgendwie scheinen wir den Rhythmus ja auch zu brauchen, wenn man mal sieht, wenn wir mal so eine Woche frei haben, wie dann die Leistung ist. Oder wie die Leistung ist, wenn wir alle 3 Tage spielen. Ich denke, unsere Mannschaft ist das einfach gewohnt und braucht halt einfach alle 3 Tage ein Spielchen. Gut, das soll es gewesen sein heute. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, haut rein. Bis Donnerstag. Tschüssi.